Herrgott, nee, was ist denn hier los? Das Schweinewetter, der ganze Geld, ganz Rutschschild hier. Ich ja den Himmel auf den Kopf heben. Oh, ne. Der letzte Tag ist das hier nur am Rennen heben. Oh, der ist schon schön. Warte. Komm mit. Guck mal. Selbst in der Küche ist es am Rennen. Hier hältst du die Luft. Das ist ja, den Honda könnte Uli hoch und Köln soll ich der S-Bahn haben. Das ist ja mit Angst zu lohnen. Das saufen wir uns jetzt schön. Da kannst du doch schön saufen. Das saufen wir uns jetzt schön. Ja, ja, warte. So, jetzt. So. Ich meine, wie so. Ja, mal Schluck. Irgendwie. Ich glaube, man kann sich halt bestimmt dafür. Zaubertrank. Was soll das dann? Ja, dann machen wir jetzt auch hier richtig. Blauer Himmel. Blauer Himmel. Hey. Hören Sie. Ein paar Tröpfchen haben wir noch. Ich kann jetzt nichts haben. Wer ist doch schon gepackt, Junge? Ich mein, für Jod. Liebe Freunde, bei perfektem Wetter, trotzdem motiviert von dem schlechten Wetter, mal wieder was Deftiges. Und eigentlich traditionell betrachtet was ganz Interessantes heute. Also unsere erste Gerichte, womit wir damals angefangen haben, mit der vertünschten Idee, Wollten wir ja keine Videos gehabt. da gab es noch ja keine Videos, das machen wir heute mal. Ja. Heute gibt es nämlich dicke Butter mit Speck. Ja. Community bei, Koch dich Kölsch. ja, die verregnete Warmduscher. Die ganze Sache, die dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Wir sagen 3 für Kölsch, Ja. oder Plus- für uns 8 Kölsch, das weiß man ja nie, wie Plus- was drauf ist. Ja, plus noch 2 für tschechische Wälder. Für schlechte Wetter ist immer noch eins dabei. Wasser haben wir aufgesetzt, damit ich schon mal kochen kann. Jetzt kommen die Zutaten. So. Ja. Als erstes guckt mal der Speck. Ja, genau. Schöne, geräucherte Speck. Dann haben wir hier Erdäpfelchen, Äpfelchen. die machen wir dabei. Ölig für den Geschmack Kölsch. ist immer dabei. Und natürlich dicke Bohne, Omas Art, Ja. ne? Ölsekette, wie sie alle heißen. Schön eingelegt. Alle Sponsor von der Omis. Genau, das wird auch was. Ja, und dann natürlich noch als kleine Zutaten für nachher für den Speck. Lorbeerblättchen, 2 Wacholderbeerchen, aber bitte kein Salz, der ist ja schon Nee, ist ja schon schwer salzig, von daher wird er gut sein. Genau. Ja, gut, jetzt schneiden wir mal die Kartoffeln klein. Oder der Erdäpfel, die Tupfel, wie auch immer. Das machen wir jetzt alles. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Genau. Ja, Stößchen. Ja, Prost. Liebe Freunde, Träumchen. wie gesagt, haben wir alles kleine Schnibbel für euch. In erster Linie müssen wir jetzt erstmal hier den Speck kochen. Der braucht natürlich am längsten. Dafür Bisschen Gewürze. Gewürze, 2 römische, ne, kann ich so ein altrömische Stadt. Lorbeerblättchen dürfen natürlich nicht fehlen. Auch hin. 2 Wacholderbeerchen, und wie gesagt, kein Salz, kein Pfeffer oder sonst so ein Quatsch. Und dann Der Feine. der feine Rehme. Guck, da steht die Schlappen an. Wieder drin. Und den lassen wir jetzt mit wenig Wasser und bei leichter Hitze leicht blubbern für so 40 Minuten. Jetzt warten wir noch 10 Minuten und dann schmeißen wir die Erdäpfelchen hinterher. Genau. Und dann kurz vor Ende machen wir dann eigentlich die Bohne und dann ist der Ganze schon fertig. Schnelles Gericht für schnelle Leute. Genau, jetzt heißt es eigentlich nur noch Kölsch trinken erstmal. Schönes Wetter trinken. Ja, schönes Wetter trinken. Wird auch noch besser. Oder? Ja. Vielleicht noch, ne? Bisschen später. So, Freunde, wir sind genau in Time. Speck. Jetzt kommen die Erdäpfelchen. Die hauen wir jetzt rein. Und dann sind wir ungefähr zeitgleich fertig. Beziehungsweise gleich geht es dann weiter mit dicke Bohne. Wie lange kocht der Speck denn jetzt schon? Der Speck kocht jetzt ca. 20 Minuten. Und die Tüffelchen, wie lange brauchen die? Oh, dauert ca. 20 Minuten. Ah, da können wir noch eine Lütsche. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Gut. Sag mal schön. Ein Löffelchen.
Und dann sage ich mir, bis gleich. Nee, Freunde, geht weiter. Die dicke Butter sind dran. Bei uns hier mit der spezielle Abläufe, wer was gut kann. Ich kann gut, Püree, ne, beim Stampfer. Aber dann ist der Master, was dicke Butter angeht. Da zeigen wir euch jetzt noch ein bisschen. Das ist eigentlich relativ Standard. Und da drin Erstmal Öl. eine Mehlschwitze machen. Butter rein, Zwiebeln rein. Das Ganze dann schön glasig werden lassen. So. Braucht jetzt ein bisschen Zick. Ja, was machen wir hier? Wir sind hier, die Zwiebelchen sind jetzt schön glasig geworden. Wir haben einfach ein bisschen Butter hier drin getan. So geht das. Drehen wir jetzt schön rum. So, und jetzt geben wir hier Mehl dazu. Unter stetigem Rühren das Ganze dann schön da rein. Und bevor das anfängt, ein bisschen Brühe, die haben wir hier von der Butter schon abgeschöpft, immer nachgießen. Damit das nicht klumpt weiter, ihr seht das jetzt schon, wird jetzt immer dicker. Und immer nach und nach ein bisschen Brühe darin. Und dann gibt es eine feine Mehlschwitze. Wichtig ist immer rühren, sobald ihr aufhört zu rühren, dann alles an. Und da mal ein Stückchen. Ja, na, mal ein Stückchen, dann habe ich jetzt auch die Hände frei. So, man sieht schon, schöne Soße, wie man die von der Oma kennt. So. Man sieht, hier ist richtig Kürbis am Herd. Ja, richtig Kürbis. Also eigentlich ist es ja keine schwierige Sache, es ist so ein bisschen tiny. So. Wichtig ist, dass ihr kein Wasser nehmt, sondern wirklich die Brühe von der Bohne. Sonst schmeckt das nicht. Das ist aber generell bei jedem Gemüse so. Ne? Also wenn der Brokkoli mal mit Mehl schwitzt oder. Das ist so ein schöner Bart. Ja, Dann mal ja. Oder Blumenkohl oder sonst irgendetwas. Ja? Oder was weiß ich, der Blöschbrötchen am Kochen seid, ja immer die Brühe. Damit die Mehlschwitze den Geschmack hat. So, jetzt haben wir hier schon feine Soße. Ohne Klümpchen. Kochen wir jetzt ein bisschen ein. Wenn es so flüssig wird, da können wir ein bisschen Mehl nachschütten. Ja? So. Das schmeckt so herrlich, wenn das Mehl. Ja, schmeckt. Jetzt mal ein bisschen zu flüssig, also noch ein bisschen Mehl. Ich glaube, ich habe jetzt kein Sieb, deswegen glaube ich das einfach immer hier so ein bisschen gegen den Quirl hier. Trick. Der alte Trick. Und wenn man das immer schön gegen den Quirl kloppt, ne, wo wir auch wieder beim Thema werden, wird die so ein bisschen steifer. Bevor wir jetzt wieder mit der Pornoform anfangen, das lassen wir jetzt so stehen mit dem Steif. So. Jetzt die Temperatur wieder runter. So. So, genug mit der Nahaufnahme. Genau. Jetzt haben wir eine schöne halbe Liter Soße und dann kippen wir jetzt die Butter. Und dann geht es gleich wieder. So, dann ist die ganze Stress rum. Dann spannen wir uns ein Stückchen Kölsch. Übrigens mein Kölsch. Ja, trink, Jung. Ist mir auch wieder halber Kälte. Und dann ein jungen Schuss Bunnekraut. Das ist ganz wichtig. So. Und dann ist die Sache mehr oder weniger fertig. Ein bisschen Salz für den Geschmack und dann läuft das. Ein bisschen köcheln lassen noch, 10 Minuten, dann sind die Bouillon, die waren ja schon eingeweicht, die waren ja auch im Glas. Und dann können wir die gleich schon essen. Ja dann, bis gleich. Ja, wir kommen zum Finale. Wir richten an. Erdäpfelchen, schön durch. Bohne. Jetzt kommt das Beste. Dicke Bohne, wie von Bud Spencer. Nur nicht im Western-Style, sondern Ja, der Speck fehlt, aber der Speck geht ja noch. im Milieu-Style. Genau. Schwer matschig. Gut aus. So. Und natürlich Bisschen Fleisch dabei. ein bisschen Fleisch dabei. Ein schönes Stück Fleisch. Guckt euch mal dieses schöne Stück Fleisch an.
bisschen Senf dabei machen. Ja. Auch Das das. also ja hier. Sehr gerne. Aus der Tunesien importiert, aus der französischen Zone. Genau. Feinster Dijon. So, einmal hier, einmal da. Guckt euch an. Was haben wir wieder? Dicke Butter mit Speck. Ja, perfekte Kartoffelchen, Dicke Butter. perfekte dicke Butter und natürlich Geil Stück Fleischspeck. wunderschönes Speck. Ja. Echt schlechte Wetter ist vergessen. Gott sei Dank. Alles super. Und noch eine Anmerkung dieses Mal. Wir haben uns eben ein bisschen über unsere Großmütter unterhalten, wie früher in der Küche auch, wenn wir ins Prenzlauer Haus gekommen sind. Da war lieber lecker. Wir hatten so tolle Gerichte, die haben wir erzählt. Die kommen so, glaube ich, in der Kölschen Küche gar nicht so vor. Ja. Aber die haben natürlich alle ihre Daseinsberechtigung. Oder vielleicht hier zu Hause sind einfach nur dokumentiert. Bitte postet unter das Video bei Facebook eure Kommentare drunter, was euch in der Kindheit in Erinnerung geblieben Das ist. war bei der Oma super. Was war das beste Gericht von Oma? Ja. Wir verlosen ein 5 Liter Fass Gaffel für das Gericht, was wir auswählen. Genau. Seid kreativ. Ne? Ja, Und wenn ihr wollt, kommt doch vorbei, kocht damit. Ihr müsst nicht, aber wir machen die Verlosung. Ja, wir verlost. Und das war mal wieder von Koch dich Kölsch. Bis demnächst. Prost. Tschüsschen. Guten Appetit.